Lief Nulllerstrascheine Bonjour vu Straßburg, de Christoph Hansen anch begräessen ich ganz herzlich mir hunn ne eng Plenarsitzung an war ganz wichte Schwtten Ordre du jour. Ich hat doch mein egen rapport iwwer Journalisten an der Welt an wie wie se fir uns sinn an wat Schwierigkete sinn. Mich wollt fir déich dem Christoph Twurtlosen, weil mir hat Nature Restoration Law. Ja. Haut Programm an Wort an das ganz schwierigen Dossier, dem man wirklich mat als net liicht gemerk hun, wat man gefen stimmen, a we man gefe stimmen an das Wölfleisch vu 4 ran soen, dat het Biodiversität sowohl im Christoph wie mir ganz viel Herz leiit, an dat man et am Fogol eng unverschämtheit fannen, dat so ein Text so wie du ass als zum Wort en erleuchtet am Parlament an Parlament splegt. Christoph Zierleis. Ja, wir haben über den Text aufgestimmt, wo dem Restauration von der Natur geht. Und das klingt ja so gut. Jeder will, dass wir als Biodiversität halten, als Ökosysteme, als Biotopen schützen. Soweit sind wir alle gute Mengen oder die meisten im Europaparlament 100% damit einverstanden. Aber wie soll man das machen? Das ist natürlich eine andere Frage. An was sind Konsequenzen für die verschiedenen Sektoren? Und da haben wir natürlich auch auf die Europäische Kommission gehofft, dass sie den Text auch proposiert, dass den Kap erfasst hat. Das wäre als wichtig gewesen, dass den noch den Impact op die verschiedenen Sachen also die Tüteimpact gemacht hat. Die Kommission hat natürlich eine Tüteimpact gemacht, dazu sind sie obligiert. Sie haben geguckt, was bewegt das heute Gesetz op Biodiversität. Sie haben aber vergessen zu gucken, was bedeutet das ob die landwirtschaftliche Produktion, ob die Lebensmittelproduktion, wenn wir wissen, dass die Lebensmittelpreise am Moment extrem explodiert sind, auch bei uns zu Lützeburg, wir haben an der Europäischen Union. Wir zu Lützeburg können das vielleicht nach lechten. An andere Länder gesagt, da war viel mehr schlimm daraus, weil die Leute auch Männer verdienen. Und wir wollen natürlich auch wissen, was sind die Sozialimpakte, weil wir wissen, dass wann Hektaren müssen aus der Produktion geholt gehen, beziehungsweise dass auf den Flächen nicht mehr das gemacht gehen, wie es heute gemacht wird, dann kommen Männer Erträge, und Männer Erträge für den Bauer bedeutet natürlich auch Männer Revenuen, und das ist natürlich ein großes Problem, weil als Bauern sind zum großen Teil schon für Bayern haben wieder für mit der Rentabilität, wenn wir weiter Druck machen, riskieren wir weiter Bauernbetriebe zu verlieren. Wenn wir die verlieren, kann natürlich sein, dass andere Großbetriebe dann weitermachen. Wir verlieren aber ganz viele von unseren Familienbetrieben, die wir ja eigentlich Welten erhalten. Und wenn wir wirklich nach Männer produzieren, die Preise an die Luft, das ist den wollen. Und dann ist natürlich auch, muss man sich vorstellen, wir können zu Lützeburg so, wir sind an puncto Biotopenschutz schon ziemlich weit. 28% von der Fläche zu Lützeburg sind sogenannte Natura 2000 Gebieter. Aber das stellt nicht die Europäische Kommission froh, was können wir dann an den Natura 2000 Gebieter überhaupt machen? Weil du gehst zum Beispiel auf der Mosel, haben wir viele Schutzgebiete, wo wir im Moment Wengerte sind, wo wir auch teilweise nach Pflanzenschutzmitteln gebraucht gehen, für justement Rekolt zu sichern. Können wir da weiter so produzieren wie bislang oder nicht? Ich kriege keine Antwort auf die dritte Frage. Eine andere Frage, erneuerbare Energien. Wir wollen zu Lützeburg, müssen zu Lützeburg mehr an puncto erneuerbaren Energien machen, können wir noch eng Wandmillen op enger geringer Wies oprichten, weil ein gering Wies as Biotop können wir die Kabelzehe für das und Netz umzuschließen. Ich kriege keine klare Antworten darüber. Das ist ein weiteres Problem. Und dann haben wir einen Artikel, den Artikel 6, den gestimmt ging. Da steht dran, dass in an den urbanen Gebieten eng sogenannte Net Zero Loss, das heißt, du darfst keine Geringfläche verloren gehen. Du hast mittlerweile eine kleine Flexibilität, die das auf nationalem Niveau ausgleichen kann. Aber was heißt das dafür? Der Wohnungsbau. Weil zu Lützeburg wissen wir haben Klimakrise, wir haben Biodiversitätskrise, wir haben auch die Inflationskrise, wir haben aber auch eine Wohnungsnot zu Lützeburg. Und ich frage mich dann, wenn wir keine Geringfläche mehr dürfen verlieren,
wo gi man danach bauen? Dat ass a Mengen an e bedenken, Di besonders für Lützeburg wichtig, dass die das vielleicht für andere Männer wichtig. Ich mengen dat sind war Frohen, die man muss stellen an nicht frohen Kommission, der für mir zu Lützeburg nach op den existierende Geringflächen, Baulücken, die do gebaut gin. Hin an hier ja da muss kompensiert gin. Ja, wo gi man darum kompensieren? Da gi man bei Bauuren Terran ofpëtzen. Echmengen du het ma eigentlich missen als die nedig Zeitlasse für die do frohen, die schlo opgeworfen fir déi richtig an noch rechtsgeltend wirklich zu beantworten. Kommission hat wie se agesinn huet, dat en ganz Rëtsteller künnen dra sind, wo den Text net gut ass hun sogenannten Non-Paper no Geschoss, wo se da gesot hun ja gin den Momberstaaten lengser jetzt bis méi Flexibilitäten. Ja Schener gut, mit dat war net de Rechtstext hätten die ger an den heiten Text mat dra geschafft, all do ver soviels ankonnun an dem Text dran, dat mir mat gutem Gewissen net fir den Text konnte stimmen, verschiedene Leute die probieren Schwarz-Weiß-Molerei zu machen, so, der hat da Gent gestimmt, ja, der Gent Natur. Ja nee, sind wir nicht. Nur noch Texte ha gestimmt, Isabel, du weißt mein Rapport über der Reglement Gent Deforestation, du warst du gut Rapporter, du kannst nicht so, dass mir Gent Natur sie mir schaffen dafür, wir mussten aber gucken, dass das machbar ist und dass doch wirklich etwas erreicht und dass man nur nicht mehr Probleme kreieren, wie man da eigentlich solutionieren will. Und da muss man auch so die Europäische Union an noch die Landwirtschaft, an noch als Geografie, als Topografie als so heterogen, an etwas, was zu Lützeburg vielleicht geht aber nicht unbedingt der Griechenland, nur ein paar Kilometer schon aus dem Text rauskriegt, man da ist ein Amendement, notamment zum Beispiel, dass den dodischt Holz muss am Bösch leihen lassen. Bei zu Lützeburg ass dat vielleicht kein Problem oder nach kein Problem, kann aber am Klimawandel Problem gehen. Wie wann da an Griechenland geht, Italien geht, a Spanien geht, a Portugal geht, an der lässt der dodicht Holz do leiien mit den Temperaturen, die aktuell do sind, bei der das ein riesig Brandgefahr. Für den Punkt, Christoph, den du just genannt hast. Das glücklicherweise schon mal rausgestimmt. Mit nach ist noch nicht alles ganz klar. Und ich muss so, dass als ich den Text in der Form Breden as eng frescheet, weil du hast all die Argumente all die Argumente des Loburches sind da die außerhalb eben vom Umweltschutz ass mit dat mat de Bücher an das wann du gefrot geht an den Länder die Gesetze vor kurzem Recht op verschiedene Plätze gemacht und wo dat obligatorisch ging as fir dat Holz rauszuholen, dann as het einfach fir Brenn an de Bücher zu verhindern. Wo kann i méi der Umwelt schuden, wéi mat Bëch brennen, wo Hektare an Hektare vu Bëch dann einfach an Fumé am Damp Energien, das fir Biodiversitéit eng Katastroph an das CO2-mäßig eng absolut Katastroph. Dat wirklich. Also ich muss engerseits as traurig, op der anderen Seite as het wirklich irresponsabel fir so en Text als wirklich zu erbreden, wo ich überzeugt sind, so wie du doch gesagt hast, dass eine ganz groß breite Majorität dafür ist, dass wir handeln im Niveau von der Biodiversität. An einen Text in der Breden, den so eng da gestimmt wird, an so viele Probleme bringt, einen Platz da zu lesen, hat wirklich nicht mehr sehen. Ja. Und ich muss auch sagen, wenn man die Deputierten geben rausrechnen, die am Fongehol just nëmmen den Text gestimmt hun, weil se net wissen, wie se bei sich daheim den global Mobbing soen den se sind extremst unter Druck gesagt von verschiedenen Organisationen. Also ich muss so dann hat man da das Problem. Du sind Leid an ich muss du wirklich besonders die Gering rauskristallisieren, die einfach so wann in halt dafür gestimmt hat, da war in vier Biodiversität, aber wann in der Gegend gestimmt hat, war in der Gegend so einfach. Wir hatten über 2400 Amendmente an der Kommission für sie aufzustimmen, waren heute noch 136 Amendmente, da tischst du so wirklich viel Aspekte, für dann einfach noir blanc zu machen als große Fehler, das bringt ihnen natürlich kommunikativ für die Leute, die ob die Dote simplistisch aderweis
Rafhalle méi wie man nach méi läet, dat sinn op alle Fall déi konzernéiert, dat das gëtt bei eis de soziale Wuningsbau ganz klar Leiit, die Loge eng Wuning hätten, kränet schwéier mé als Bauure noch, weil do wo kompensiert werd ginn, werd op Gringflächen passéieren. An da muss natürlich die ganzen Schachadministrativ als Beamten beim Service d'Ökonomie rural, bei der AStA sind auch net zu beneiden, weil diesem 4 Bayern hanne wieder los schon. An dann natürlich Bauern, die muss Hologradrecht de neue Agrargesetz an der Chamber gestimmt. mat oplaren a zack nach enker die nächste Schichte 100. Also ech bedauern wirklich stei ich will net Martinen tauschen die moment der tote muss Terra umsetzen so all Akteuren verschiedene Politiker können sich natürlich lo Brust setzen nach méi ambitioen an dat war scheißegal als Part of it wurt. Wéi die do Sache mussten Terra ëmgesat gin, weil se net konzernéiert sinn an voilà. Christoph, du hast vun der Geografie vun Europa geschwert vun wéi ënnerschädlege das. Ech hunn wirklich am Verdacht, dat e Land wéi Holland wirklich Schwierigkeiten och mat dem Gesetz krit, weil sie eben en Deel vun ihrem Terrain gewonnen huet, an dem se op mir gang sinn, dat die Lohine se ze gefen net kënne weiterfuhren, da mat as Appes, wie dat ze ganz viel Sache muss grëtgänge schmeren, as fir sie e reale Problem. An ech muss so, dat van d'Ökonomie vun engem wichtesche Land an Europa betraff ass, an wirklich stark betraff ass. Das immer alle Gochte betraff. Ich fand noch Datei Land Deelweis oder verschiedene Länder ginint Janer ausgespielt gesinn. Se Sachen dran, wo zum Beispiel die Torfgebieter an Irland, deren muss nei bewässert gin. Du war Mufang eng Zuuel dran, die as lo bese Ruf gesat gin, da sind Tieren dummer da ruhig. Dat mam Holz das zerbaden ihre Problem, weil net viel Bëcher war bei se Südländer viel Probleme. Ja du gëtt so bisssen Teppichhandel gemacht. Ich fand ziemlich bedenklich derweis wéi d' Europäesch Kommission an de Kommissär Franz Timmermans dummer der ëmgang ass dat ja schuet, dat net selber de Courage hat haier an Plenär ze kommen, fir sech de Fro vun Deputéten ze stellen, in not den Herr Sinkevizus fir gescheckt. Grad fir dat Sutzen hunnech wer den Timmermans awer an der Plenär gesinn, fir einer Dossier kënnten, fir do wo en lo grossen Miser ugericht huet, a vill polemiséiert huet, hat net de Courage zu kommen, dat fandech bedauerlich, an dats net enges Vizepräsidente vun der Kommission würdech muss ich so. Bei engem Suje wie Biodiversitéit, wo ich wirklich het kënnen eng gros Majoritéit fannen. Wirklich denken man se hätte kënne fannen. A wo mir jo awer de großen Avantage schon am Europaparlament op Konsens zu schaffen, a fir so bret wie méigich soviel wie méigich Schleit a Länder mat zu holen, an noch Gruppen, Parteigruppen mat zu holen, dat heit ze machen. Also ich wies net wie zo nennen. Ich fand schlimm wie als Kollegin Tilly Metz, der tot dann op Twitter eng Foto gemacht, sind da bei 3 Deputéierte bei him, bei Mark Angela, beim Charles Görensen domm héich, weil sie dafir gestimmt hun. Es kit dat net darin oder op verschiedene Moossen op dem Dossier überhaupt geschafft hat. Bei es geht domm dann nur ënnen, dat das der weis, wéi simplistisch sie dat durchstellen, an der das just Leiit dobausen fir domm verkauft. Ich wollte nach vun menggem Dossier iwwer Journalisten schwatzen. Wir hunn die man enger grösser Majoritéit der Rugehol gin ass. Es si wirklich ganz froh, weil war noch kein Momente do, dats eng ganz bret Majoritéit gewircht an eben mat ganz viel erbecht, dat ma Schiedverein abonnen hunn an dat Schiedverein bedenke konnten mat an den Dossier mat draufleisen an die rapport. Ich wollte am Funk just nëmmen fir als Nolauschro poséieren auf firstreichen, dat et immer méi Journalisten gin op der Welt, déi verfollecht gin. Dat giet am Fong geholt ze summen mat engem Zrickgoen vun der Demokratie an der Welt. An dat net vuneicht, weil am Fongehol autoritärstaaten wëllen keng frei Press. Weil frei Press hecht och Information, die Leiit kreien, an ze wëssen dann wat los ist, wat net los ist, an können dann auch jugéieren or an engem autoritäre Staat se d' Regierung wat ass an Diana hunn dat so zu hole wie das.
Das ist so, dass Journalisten wirklich sowohl Schwierigkeiten haben mit Regierungen, wie aber auch mit einfach Leuten, die Möglichkeit haben und Moyen haben, für sie zu erpressen, für sie aber auch mit Sachen, die absolut nicht existieren. Man schwätzt ganz viel von den Slaps genannt, das sind Gerichtsverfahren, die gemacht gehen, just nicht mehr gänze, wo am Anfang nicht dran ist, just nicht mehr für das eben den Mund halten an nicht machen. Und es ist extrem wichtig, dass wir auch als Europäische Union den Journalisten beistehen. Das ist nämlich bei weitem nicht überall auf der Welt, so wie es bei uns ist. Und wir sollen einfach die Journalisten, die Courage schon anzustehen, an dem sie wirklich ihr Leben an denen von ihren Familien oft vorbringen, sie verdingen, dass wir wirklich für sie da sind. Ja, als Anerkennung evidenterweise, dass man so und das geschieht, aber auch, dass wir am europäischen Niveau eine Politik machen, die ihnen hilft. So zum Beispiel eine von den Sachen, die wir freuen, als das als europäische Ambassadeuren, dann, wenn dann Journalist Risiko angeht, dass sie bei ihnen Visite machen oder wenn sie an Prison sind, dass sie bei sie an der Prison gehen oder auch, dass sie, wenn die Prozesse sind, dass sie dann am Gerichtssaal sitzen, dass sie einfach die Regierung gesagt, dass das verfolgt wird von uns und dass sie nicht gefühlt, dass sie machen können, was sie wollen, ohne dass das gesiegt. Und dann eben einfach noch ein Kehr wirklich darauf insistieren, dass es doch für uns wichtig ist, weil kann ich nicht einfach losen, dass die Information durch Propaganda ersetzt wird an Desinformation, weil wenn es bis so weit kommt, dass Leute sich so das sowieso können man nicht mehr wissen, was richtig oder was falsch ist. Von dem Moment an fängt es an, der Demokratie zu zweifeln. Und das ist genau das, was die autoritären Länder wollen. Dafür muss man einfach wirklich die richtige Politik machen. Das war stark Arbeit. Ich meine, so nicht so ein bisschen lang wie gewöhnlich, wenn man verneidig mit dem Gesetz. Wir so nicht auf jeden Fall vielmals merci für die Nachrichten und wir kommen noch ganz geschwind nur der Sommervakanz dann normalerweise bei euch zurück, für euch über das Arbeit am Europaparlament zu berichten. Vielmals merci für die Nachrichten. Merci.